um Entscheide oder Abmachungen, die im Zusammenhang oder zusammen mit anderen Staaten getroffen wurden, namentlich mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich zitiere vielleicht kurz die Bundesrätin, vor 2 Stunden hat sie nämlich getwittert und sie schreibt, Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat sich mit Deutschland, Österreich und Frankreich verständigt auf eine möglichst rasche vollständige Grenzöffnung, voraussichtlich am 15. Juni, sofern die pandemische Entwicklung positiv bleibt. Also Grenzen sind im Moment mehr oder weniger zu. Es gibt bereits jetzt schon gewisse Lockerungen von Leuten in der Grenzregion, aber im Prinzip sind die Grenzen geschlossen und es besteht nach dieser Abmachung also Aussicht darauf, dass am 15. Juni diese Grenzkontrollen völlig wegfallen. Es ist auch schon bereits bekannt geworden von Seiten Deutschland, dass es früher zusätzliche Lockerungen gibt. Die Deutschen haben nämlich mitgeteilt, dass bereits ab dem 16. Mai an der Grenze zu Deutschland nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden. Das hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer mitgeteilt. Um diese Entwicklung geht es also in der nächsten Pressekonferenz. Es ist nicht ganz überraschend, diese Bewegung. Bereits gestern Abend hat sich der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz geäußert in einem Interview mit der Sendung 10 vor 10 auf SRF und hat bekannt gemacht, dass man intensiv daran ist, eben über solche Grenzerleichterungen, Grenzlockerungen, Lockerungen der Grenzkontrollen nachzudenken und eben darüber zu verhandeln. Jetzt also bereits erste Entscheide heute. Diese Medienkonferenz jetzt also gleich. Um 15 Uhr ist eine zweite Medienkonferenz angekündigt, dann mit Bundesrätin Viola Amherd. Sie kommt heute als Sportministerin und die Einladung zu dieser Medienkonferenz ist überschrieben mit Begleitmaßnahmen zur Stabilisierung des Schweizer Sports. Jetzt aber zuerst geht es um Grenzkontrollen und Sie sehen, die Bundesrätin ist bereits gekommen, zusammen mit Staatssekretär Mario Gattiger vom Staatssekretariat für Migration auf der linken Seite und Bundesratssprecher André Simonazzi, der jetzt gleich die Pressekonferenz eröffnen wird. Ja, noch nicht ganz. Frau Bundesrätin, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, guten Tag zu dieser ersten Medienkonferenz. Es geht um das Coronavirus und um die Entscheide des Bundesrates heute Morgen. Wir haben eine erste kurze Pressekonferenz. Es ist mehr eine Information, die heute gegeben wird vom Bundesrat, und Frau Keller-Sutter muss hinterher in eine nächste Kommissionssitzung. Deswegen ist es nur eine kurze erste Pressekonferenz und um 15 Uhr geht es dann um Begleitmaßnahmen zur Stabilisierung des Schweizer Sports. Sie haben natürlich wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch zur ordentlichen Sitzung des Bundesrates von heute Morgen. Haben Sie zuerst eine Frage zu den anderen Entscheiden des Bundesrates von heute Morgen? Sie haben fast alle Pressekommuniqués erhalten. Es gibt noch ein Pressekommuniqué, das in den nächsten Minuten herauskommt über die Informationen, die wir jetzt geben, und heute Nachmittag wird es noch ein weiteres Pressekommuniqué geben, aber den Rest haben Sie schon bekommen. Haben Sie Fragen zur ordentlichen Sitzung des Bundesrates von heute Morgen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich das Wort jetzt der Bundesrätin übergeben. Vielen Dank, Herr Vizekanzler, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es wurde schon gesagt vom Vizekanzler, der Bundesrat hat heute Morgen über eine mögliche Grenzöffnung gesprochen mit Deutschland, Frankreich und Österreich. Ich habe bei dieser Gelegenheit den Bundesrat informiert, welche Gespräche ich geführt habe mit meinen Kollegen, also den Innenministern der entsprechenden Länder, mit Herrn Seehofer aus Deutschland, mit Herrn Nehammer aus Österreich und Herrn Castaner aus Frankreich. Diese Gespräche haben gezeigt, dass wir einen gemeinsamen Willen haben, eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität zu erreichen, auch an der Grenze, sofern die epidemiologische Entwicklung dies erlaubt.
Und damit erreichen wir dann eben auch eine Rückkehr zur Reisefreiheit. Wir streben eine vollständige Grenzöffnung am 15. Juni zwischen Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz an. Das ist das Abkommen, das wir zusammen getroffen haben mit den 4 Ländern, also mit den 4 Kollegen, haben wir uns geeinigt auf dieses gemeinsame Datum, 15. Juni. All das fügt sich auch gut in das Lockerungskonzept des Bundesrates ein. Dieses sieht ja bekanntlich eine nächste Lockerungsetappe im Inland am 8. Juni vor. Und über diese Schritte wird der Bundesrat wie gehabt am 27. Mai definitiv entscheiden. Bereits deutlich früher möchten wir aber die Einreisebeschränkungen unter anderem für unverheiratete Paare lockern. Wenn jetzt ein Zeithorizont besteht für eine vollständige Grenzöffnung, so haben wir unter den Kollegen entschieden, dass wir uns auch verständigen über gezielte Lockerungen für gewisse Personengruppen. In diesen Tagen finden hierzu Gespräche mit Deutschland und Österreich auf Ebene der Staatssekretäre statt. Herr Staatssekretär Gattiker führt die Gespräche, um hier gegenseitig sinnvolle Lösungen zu finden. Der gegenseitige Wille ist da, das haben wir so vereinbart. Nun, das können Sie auch den heutigen Äußerungen meines Kollegen Horst Seehofer entnehmen. Auch Deutschland wird zwar bis am 15. Juni grundsätzlich, ich zitiere, am Erfordernis eines triftigen Einreisegrundes, Zitat Ende, festhalten. Es soll aber schon vorher zusätzliche Erleichterungen für Reisen aus familiären und persönlichen Gründen geben. Sobald wir hier mit den Nachbarn eine Lösung ausgearbeitet haben, werden wir Sie darüber informieren. Ich hoffe, dass das jetzt sehr schnell geht, nachdem wir ja den gemeinsamen Grenzöffnungsschritt entschieden haben, dass wir, so hoffe ich, bis am Wochenende diese Lockerungen beisammen haben sollten. Ich sage das auch, weil das Staatssekretariat für Migration im Moment überrollt wird mit entsprechenden Anfragen. Es ist für mich schwierig, jetzt schon Details bekannt zu geben, aber Herr Staatssekretär Gattiker kann vielleicht nachher noch darüber informieren, wie die Gespräche mit seiner Stufe stattfinden. Meine Damen und Herren, die schrittweise Lockerung der Beschränkungen, die der Bundesrat zum Schutz der Gesundheit erlassen hat, ist eine komplexe Angelegenheit. Bei der etappenweisen Lockerung der Einreisebeschränkungen braucht es zudem eine enge Koordination und Abstimmung mit dem Ausland. Das ist die Linie des Bundesrates. Ich habe immer gesagt, die Schweiz will keine einseitigen Öffnungen, dass wir uns gegenseitig verständigen müssen. Das gilt umso mehr für unsere Nachbarländer, weil hier die grenzüberschreitende Verflechtung außerordentlich groß ist. Ich freue mich darum, dass ich mit meinen Amtskollegen aus Frankreich, Deutschland und Österreich über diese gemeinsamen Ziele mich verständigen konnte. Und ich hoffe natürlich auch, dass es tatsächlich aufgrund der epidemiologischen Lage am 15. Juni möglich sein wird, dann die Grenzen zu öffnen. Wie gesagt, hängt all dies von der weiteren Entwicklung ab in der Schweiz und auch in den Nachbarstaaten. Ich bin aber hier zuversichtlich, weil die Bürgerinnen und Bürger haben doch gezeigt, wie eigenverantwortlich sie handeln, wie sehr sie sich auch an die Auflagen gehalten haben in der Schweiz, auch in unseren Nachbarstaaten. Und wenn sie das weiter tun, wird das sicherlich möglich sein. Noch ein Wort zu Italien. Selbstverständlich ist mein Departement auch im Austausch mit Italien. Dass uns Italien in diesem ersten Schritt der Grenzöffnung fehlt, hat damit zu tun, dass sich die Situation in Italien im Moment noch anders präsentiert als in Deutschland, Österreich und auch Frankreich. So ist in Italien zum Beispiel die Reisefreiheit auch innerhalb des Landes immer noch stark eingeschränkt. Eine Aufhebung der Einschränkungen beim Grenzübertritt an der schweizerisch-italienischen Grenze ist daher noch nicht angezeigt. Eine Lockerung gegenüber Italien, weiteren Schengen-Staaten und auch Drittstaaten soll im Hinblick auf einen dritten Lockerungsschritt geprüft werden. Soweit meine Ausführungen, geschätzte Damen und Herren. Ich stehe gerne zur Verfügung für Fragen und natürlich auch Staatssekretär Gattiker. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Nous ouvrons la ronde des questions. Vielen Dank. Sie haben das Wort für Fragen.
Die Frage war ohne Mikrofon. Nein, es ist nicht klar, jetzt schon ein Datum zu sagen. Im Moment kann man nicht sagen, wann die Grenzen wieder geöffnet werden können, also die Grenzen zu Italien. Österreich in der gleichen Situation. Und Sie wissen ja, in diesen Gesprächen mit Deutschland war sowohl also Österreich, das in Italien grenzt, und Schweiz, das in Italien grenzt, das war immer etwas ein Thema, oder? Kann man mit der Schweiz öffnen, aber wir haben eine gute pandemische Situation und die Grenze zu Italien, die bleibt geschlossen. Die Italiener wissen das auch und sie haben auch Verständnis für diese Lage, weil sie ja selber die Situation im eigenen Land kennen. Übrigens gilt das Gleiche für Spanien neben Frankreich. Prochaine question, Madame Gillot. Die Wiedereröffnung der Grenzen im Zusammenhang mit dem Tourismus. Werden die Schweizer in diese Länder in die Ferien gehen können, nach Österreich, Frankreich? Und gibt es vielleicht auch andere Länder? Also, wenn wir sagen Wiedereröffnung der Grenzen, dann natürlich kann da jeder durch. Also jeder, der die nötigen Papiere hat, natürlich, oder der die notwendige Bewilligung mit sich trägt. Aber beobachten wir doch auch die Bedingungen im jeweiligen Land. Das ist ja heute schon der Fall, auch im Normalfall. Da können Sie auch nicht einfach 200 Stundenkilometer schnell fahren auf Schweizer Autobahnen. Also Sie können es versuchen, ich empfehle es nur nicht. Jedes Land wird im Moment der Öffnung gewiss noch Auflagen haben. Es gibt sicher Abstandsregeln, Hygieneregeln, die es einzuhalten gilt. Aber die Öffnungsbedingungen sind sicher ähnlich. Aber natürlich, wenn ein Schweizer zum Beispiel nach Deutschland fährt, dann muss er dort natürlich die deutschen Regeln einhalten. Und ein Franzose, der in die Schweiz kommt, muss auch hier unsere Regeln einhalten. Das bedeutet, der Tourismus wird möglich sein, natürlich mit einer solchen Öffnung oder Wiedereröffnung. Aber ich bitte die Schweizer trotzdem, in der Schweiz zu bleiben, um natürlich auch den Schweizer Tourismus zu unterstützen. Gestern habe ich aber auch mit einem Mitglied der Tessiner Regierung gesprochen. Die sind natürlich sehr glücklich, wenn vielleicht nicht gerade Massen, aber auch doch Touristen von außen kommen. Das ist jetzt wichtig, damit man auch die Wirtschaft und den Tourismus in der Schweiz unterstützt und umgekehrt. Prochaine question, Madame Christen. Deutschland hat ja angekündigt, ab Samstag lockere Grenzkontrollen zu machen. Gibt es auch in der Schweiz ab Samstag noch irgendetwas Neues oder haben wir das schon vorgezogen am Montag? Also wir haben ja auch bereits schon gesagt, dass die Kontrollen risikobasiert erfolgen. Das haben wir bereits jetzt gesagt. Wir hatten ja den ersten Lockerungsschritt am 11. Mai. Und ich gehe davon aus, oder dass Deutschland das gemeint hat, was wir jetzt im Moment noch versuchen zu vereinbaren, eben auch gewisse Lockerungen dann für Personengruppen, solche beispielsweise, die Wohneigentum haben. Es kann ja jemand ein Ferienhaus haben in Süddeutschland oder umgekehrt in der Schweiz und konnte bis jetzt nicht einreisen. Oder eben der bekannte Fall der binationalen Paare oder dass man das so schnell wie möglich lockert. Also das ist vergleichbar. Also habe ich richtig verstanden, vielleicht kommen diese Lockerungen für die Personengruppen schon ab Samstag? Ja, ich habe das vorher auch gesagt, vielleicht habe ich etwas zu viel gesprochen. Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, dass es unsere Absicht ist. Vielleicht kann Herr Gattiker etwas dazu sagen. Er hat den Auftrag und ich habe mich auch so vereinbart mit den Kollegen, dass wir das schnell machen. Nachdem wir jetzt ja den Zeithorizont 15. Juni haben, macht es Sinn, nicht, dass man vollständig öffnet. Die Grenzkontrollen finden statt. Das hat auch Seehofer gesagt. Das wird wahrscheinlich auch Nehammer so bestätigen in Österreich oder Castaner. Aber man versucht, gezielte Lockerungen für bestimmte Konstellationen zu finden. Das nicht, Herr. Ja, besten Dank. Es handelt sich um Arbeitsabsprachen. Es ist natürlich wichtig, dass diese Regelungen reziprok sind, weil es Arbeitsabsprachen sind und keine Staatsverträge, die dann irgendwelchen Genehmigungsverfahren noch unterliegen.
nicht, es sind dann letztlich Weisungen an die Grenzkontrollbehörde, kann das tatsächlich sehr schnell gehen. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir intensiv hier daran sind, das unter diesen genannten Staaten so schnell wie möglich hinzukriegen. Monsieur Gaffner. Wenn die Öffnungen da sind ab 15. Juni, ist das dann wieder das normale Schengen-Regime unter diesen Staaten? Also keine Kontrolle mehr aus Anlass des Grenzübertritts, nur noch Warenkontrollen in Bezug auf das Schweizer Kontrollregime? Und wäre es möglich, dass zum Beispiel mit Österreich schon vorher eine diesbezügliche Öffnung beschlossen würde? Sie haben das richtig zusammengefasst. Es gilt dann wieder das Grenzregime nach Schengener Grenzkodex. Das heißt aber im rückwärtigen Raum Kontrollen selbstverständlich. Die sogenannte Schleierfahndung auch im rückwärtigen Raum. Mit Österreich haben wir diese Möglichkeit der frühzeitigen Lockerung diskutiert, weil Österreich in der Tat interessiert gewesen wäre. Und das Datum 15. Juni wurde etwas vorgegeben durch Frankreich, weil Frankreich hat gesagt, wir öffnen am 15. Juni. Und man hat sich dann einfach am Schluss gefunden und gesagt, ja, letztlich macht es Sinn, wenn diese 4 Staaten miteinander gemeinsam einen Nenner finden. Aber es war noch offen, ob gestern Abend, muss ich sagen, ob man mit Österreich früher beginnt oder nicht. Aber dann die Absprachen mit Deutschland wiederum haben gezeigt, dass offensichtlich der gegenseitige Wunsch dort etwas war, dass man sich abstimmt. Und so ist jetzt halt der 15. Juni das gemeinsame Datum. Monsieur Guicret. Die Möglichkeit, dass unverheiratete Paare oder Familien wieder über die Grenze können, das betrifft bis zum 15. Juni nur Deutschland und Österreich und noch nicht Frankreich? Ja, vor allem Deutschland und Österreich. Wir versuchen aber auch Lösungen mit Frankreich zu finden. Wie soll ich es sagen? Es ist ein bisschen anspruchsvoller. Die Herausforderung ist größer, mit Frankreich eine Einigung zu finden. Aber wenn wir das mit Deutschland und Österreich geregelt haben, dann können wir wahrscheinlich auch zusammen mit den Deutschen das mit den Franzosen besprechen. Das sollte funktionieren. Mit Herrn Castaner haben wir dieses Thema schon angesprochen und er hat mir den Eindruck gemacht, dass wir uns grundlegend einig waren. Wir müssen jetzt noch konkrete Lösungen finden im Hinblick auf den 15. Juni. 2 Detailfragen. Erstens gehören zu diesen Personengruppen neben Paaren auch zum Beispiel Austauschschüler, die zum Beispiel jetzt in Frankreich festsitzen oder nicht mehr hin konnten wegen des Lockdown. Und zweite Frage, wie sieht es mit dem internationalen Zugsverkehr aus? Also Eurocity, Railjet und so weiter, soll das ab 15. Juni wieder funktionieren? Ja, Frau Nowak, zur ersten Frage. Nein, die Schüler und Studentinnen und Studenten sind noch nicht erfasst. Das kommt mit dem Lockerungsschritt vom 8. Juni. Das hat der Bundesrat dort angekündigt. Weil das wird dann alle Schengen-Staaten betreffen, selbstverständlich. Hier geht es ja jetzt eigentlich um eine vollständige Grenzöffnung und um ein Übergangsregime, wenn man so will. Die Frage des Zugverkehrs werden wir mit dem UVEC anschauen, weil es macht natürlich keinen Sinn, also das muss man dann auch koordinieren, im Hinblick auf den 15. Juni, ich habe gelesen, dass es gewisse internationale Züge gibt, die schon fahren. Aber das war immer die Absicht, dass man das koordiniert macht. Das wäre auch koordiniert erfolgt, wenn jetzt nicht diese Öffnungsankündigung gekommen wäre, weil es macht ja keinen Sinn, Züge nach München verkehren zu lassen. Ja, genau, der TGV, das habe ich gelesen. Der TGV offenbar verkehrt wieder. Aber ich weiß natürlich nicht, unter welchen Voraussetzungen dann die Franzosen die Personen tatsächlich einreisen lassen. Sie haben auch ein sehr restriktives Grenzregime. Aber das muss dann koordiniert werden, das ist klar. Prochaine question, Monsieur Berlocher. Dieser berühmt gewordene Zaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz, können diese Paare, Familien, Bekannte, was immer das für Konstellationen sind, läuft das jetzt unter triftigen Gründen und der Zaun kann weg oder ist das eine Lösung, die noch gefunden werden muss für binationale Paare? Ich bin sehr froh, Herr Berlocher, dass Sie diesen Zaun ansprechen. Jetzt kann ich endlich einmal... Ich
bin nämlich diesem Zaun einmal nachgegangen, wer den aufgestellt hat. Und das ist ein Gemeinschaftswerk der deutschen Bundespolizei mit dem Führungsstab Kreuzlingen. Das ist also keine Erfindung des EJPD. Und dieser Zaun wurde eigentlich nicht primär wegen der Grenze aufgestellt, sondern offensichtlich wegen dem Ansammlungsverbot. Weil es geht dort auch um Gebiete, so vergleichbar mit dem Zürcher Seebecken, wo man vermeiden wollte, dass sich verschiedene Personen treffen. Herr Seehofer hat mir gegenüber aber gesagt, man würde das anschauen. Oder ich weiß nicht, wann das genau kommt. Ich weiß nicht, ob das auch Gegenstand war jetzt von Absprachen. Aber auf jeden Fall ist dieser berüchtigte, der berühmte Zaun keine Erfindung unseres Departements. Prochaine question, Madame Gall. Nochmals wegen diesen Personengruppen, können Sie nochmals genau definieren, welche das sind? Also man kann aus familiären oder persönlichen Gründen reisen. Sie haben auch das Wohneigentum angesprochen. Also von welchen Gruppen sprechen wir alles? Und was ist dann ganz praktisch nötig, wenn man über die Grenze will? Muss man dann irgendein Dokument bei sich haben, das beweist, wie die Beziehungen dann sind? Also das wird ja jetzt ausgearbeitet. Aber mir persönlich ist es ein Anliegen, dass wir hier jetzt nicht eine große Bürokratie aufziehen. Es sollte möglich sein, dass man eine Selbstdeklaration beispielsweise hat. Es muss aber auch eine gefestigte Beziehung sein. Also wenn Sie jemanden vorher gerade vielleicht getroffen haben, würde ich das jetzt noch nicht als gefestigte Beziehung betrachten. Also oder im Facebook einmal gesehen haben, das reicht vielleicht dann noch nicht. Aber diese Personengruppen werden jetzt definiert. Ich weiß nicht, ob Herr Gattiker schon etwas Näheres dazu sagen kann. Ja, es braucht sicher Lösungen im Bereich dieser Lebensgemeinschaften, die nicht verheiratet sind. Hier müssen wir uns auf eine gemeinsame Definition finden. Es ist aber auch zu regeln, Familienangehörige wie Eltern, Geschwistern, Großeltern, Kinder. Ich sage jetzt einfach, was unsere Bedürfnisse sind. Das sind wir am Diskutieren im Moment. Eben an der Besuch von Zweitwohnungen, Wohneigentum und so. Oder familiäre Anlässe, Begräbnisse, Hochzeiten. Also alle diese dringenden, doch nachvollziehbaren Bedürfnisse, die es gibt im Leben. Und das ist das, was wir diskutieren. Und der Weg ist tatsächlich, wenn man es beweisen kann, wie beim Wohneigentum, wird man sicher einen Nachweis verlangen. Das ist kein Problem, Grundbucheintrag etc. Und sonst ist ein möglicher Weg die Selbstdeklaration. Ja. Merci, Madame Kutschera. War Contact Tracing ein Thema in den Gesprächen mit den Nachbarstaaten? Und anders gefragt, wie geht das über die Grenzen hinweg? Es war noch kein großes Thema mit den Nachbarstaaten, aber wir haben ja natürlich mit dem BAG sind wir ja auch im Kontakt und wir haben heute auch im Bundesrat gesagt, dass es dann möglich sein sollte, dass wir diese Frage noch klären im Hinblick auf den 27. Mai, ob das möglich ist über die Grenzen, wie das möglich ist mit diesem Contact Tracing. Madame Christen. Nur eine Klärungsfrage. Ist es richtig, also Einkaufen über die Grenze geht nach wie vor nicht? Nein, das ist nach wie vor kein triftiger Grund im Moment, weil sonst könnte man sagen, man öffnet am 15. Mai, oder? Also man möchte wirklich, man möchte vorsichtig öffnen. Das war auch das Anliegen der Kollegen. Ich glaube, wir haben jetzt in den verschiedenen Staaten doch, ich habe es eingangs gesagt, eine Situation erreicht, vom Infektionsgeschehen her, die sich stark beruhigt hat. Und man muss vorsichtig sein. Man sieht ja auch, die Leute auch hier sind vorsichtig. Es ist nicht so, dass als die Geschäfte geöffnet haben, alle in die Stadt geströmt sind hier und alle Geschäfte überrannt haben. Man spürt schon, dass die Menschen sehr verantwortlich mit der Situation umgehen. Und das wollen wir nach wie vor auch an den Grenzen. Aber wie gesagt, nachdem wir eigentlich diese Öffnung jetzt möchten am 15. Juni, macht es auch keinen Sinn, ich sage jetzt, überstreng zu sein bis dorthin, sondern einfach gezielte Lockerungen zu ermöglichen. Prochaine question, Monsieur Tischhauser. Kann man schon etwas zu weiteren europäischen Staaten sagen, wie Feriendestinationen wie Griechenland oder so, wie das aussehen könnte für diesen Sommer?
Nein, ich kann Ihnen die Frage nicht schlüssig beantworten. Es gibt auf Ebene der Schengen-Staaten natürlich Diskussionen. Dort war einfach immer die Kaskade zuerst, dass man mit den Nachbarstaaten lockert. Natürlich, die Kommission hätte es am liebsten, der ganze Schengen-Raum, oder, wäre gleich behandelt. Aber das ist einfach nicht im nationalen Interesse, und dass die verschiedenen Staaten ihre Interessen befolgen, ist legitim. Und deshalb hat man diese Kaskade definiert. Man hat gesagt, zuerst mit den Nachbarstaaten, man verständigt sich, dann wäre der Wunsch im Schengen-Raum. Und der dritte Schritt, das wären dann die Drittstaaten. Hier wurden jetzt die Einreisebestimmungen verlängert, also die Visabestimmungen respektive das Nichterteilen von Visa bis zum 15. Juni an Drittstaaten. Griechenland, soviel ich weiß, erlaubt aber, glaube ich, die Einreise. Die Frage ist einfach, ob sie Flüge haben, oder? Ob die Nachfrage dann so groß ist. Ich nehme an, dass, oder der Flugbetrieb, das ist ja nicht eine staatliche Frage, dass die Fluggesellschaften sich dann auf einzelne Lockerungen einstellen, dass vielleicht dann Flüge wie, ich weiß auch nicht, Zürich, Frankfurt oder so attraktiver sind als jetzt Zürich, Athen. Monsieur Kocher, je crois qu'on approche bientôt de la fin des questions, on regarde l'heure. C'est peut-être une question un peu plus long terme, eine langfristigere Frage, dass wir wieder in ein normales Schengen-Regime zurückkommen. Jetzt, wo wir eine Wirtschaftskrise haben mit mehr und mehr Arbeitslosigkeit in den Nachbarländern, gibt es dann nicht auch das Risiko, dass wir mehr Konkurrenz haben auf dem Arbeitsmarkt? Ist das ein Problem, das Sie verfolgen? Das ist eine wichtige Frage, die Sie stellen. Wir erinnern uns noch an die Finanzkrise von 2008, als es mehr Immigration in die Schweiz gab, weil unser Arbeitsmarkt weniger betroffen war, weil wir einen besseren Arbeitsmarkt hatten als in den anderen Ländern. Und jetzt sind wir aber alle ähnlich betroffen. Das war auch immer die Position des Bundesrates. Die Einwanderung von Arbeitskräften entspricht natürlich auch einer Nachfrage der Arbeitgebenden. Wenn Sie sich in einer Wirtschaftskrise oder Finanzkrise oder Wirtschaftskrise befinden, dann gibt es weniger Nachfrage. Es gibt Begleitmaßnahmen, die der Bundesrat beschlossen hat. Zum Beispiel Begleitmaßnahmen an sich im engeren Sinne, aber auch vorübergehende Maßnahmen, flankierende Maßnahmen, zum Beispiel die Eingliederung von einheimischen Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt. Und am 8. Juni gibt es dann auch wieder die Einführung der Meldepflicht für Arbeitsplätze. Wir haben noch 5 Minuten. Wir vertagen Ihre Fragen. Wir werden hiermit abschließen und in 5 Minuten geht es weiter mit der nächsten Bundesrätin. Soweit also die erste Medienkonferenz jetzt hier im Medienzentrum des Bundes von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Sie hat mitgeteilt, dass sich Deutschland, Frankreich und Österreich zusammen mit der Schweiz darauf geeinigt haben, am 15. Juni die Grenzen zwischen diesen Staaten wieder zu öffnen. Vorbehältlich, die Situation entwickelt sich weiterhin positiv, was die Pandemie anbelangt. Zu bleibt weiterhin die Grenze zu Italien. Auch das hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter hier gesagt. Und sie hat auch keinen Zeithorizont angegeben, wann auch mit Italien Grenzlockerungen oder eine Grenzöffnung möglich sei. Was in den nächsten Tagen passiert, ist, dass man versucht, schon erste Lockerungen oder weitere Lockerungen zu vereinbaren zwischen den Staaten. Hier geht es vor allem um Menschen, die in das andere Land jeweils reisen wollen. Zum Beispiel, weil sie eine Beziehung haben, wenn eine Schweizerin und ein Österreicher zum Beispiel zusammen sind, dass man hier Erleichterungen schafft. Da geht es auch darum zu definieren, wer in den Genuss von solchen Erleichterungen kommt. Frau Karin Keller-Sutter hat es gesagt, wenn man sich erst einmal kurz im Facebook begegnet hat, wird das noch nicht reichen. Es muss schon eine Beziehung da sein. Es geht auch um familiäre Geschichten, Leute, die beispielsweise Angehörige besuchen im anderen Land oder zu einem Begräbnis fahren wollen. Alle diese Dinge werden geklärt. Auch die Frage, wer zum Beispiel nach Österreich reisen darf oder Österreich in die Schweiz, wenn er hier jeweils Wohneigentum besitzt. All diese Dinge sollen in den nächsten Tagen geklärt werden und möglicherweise schon aufs Wochenende sollen hier Lockerungen beschlossen werden. Aber grundsätzlich gilt noch immer, bis zum 15. Juni, man muss einen triftigen Grund da haben, um zum Beispiel von der Schweiz in eines dieser Länder zu reisen.
Das war also diese Medienkonferenz, wo es eigentlich nicht um einen Bundesratsentscheid ging, sondern darum, dass Karin Keller-Sutter öffentlich gemacht hat, was man in den letzten Stunden mit den Innenministern und den zuständigen Ministern der Nachbarländer Frankreich, Deutschland und Österreich ausgemacht hat. Es ist 2 Minuten vor 3. In Kürze wird hier die Bundesrätin Viola Amherd erwartet, Verteidigungsministerin. In dieser Eigenschaft ist sie auch schon mehrfach aufgetreten im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise. Zum Beispiel, als es um die Beschaffung der Masken ging durch die Armeeapotheke. Jetzt gleich wird sie aber nicht als Armeeministerin, als Verteidigungsministerin zu Wort kommen, sondern als Sportministerin. Die Medienkonferenz ist überschrieben mit weitere Begleitmaßnahmen für den Sport. Und da ist zu erwarten, dass weitere Hilfsgelder gesprochen werden für den Sport. Einerseits für den Breitensport, andererseits und vor allem auch für den professionellen Sport. Und hier sprechen wir vor allem vom Fußball und vom Eishockey. Sie erinnern sich, diese beiden Sportarten sind im Profibereich besonders betroffen, besonders hart getroffen von der Corona-Krise. Die Eishockey-Meisterschaft wurde abgebrochen in dieser Saison ohne Meister. Und die Fußballmeisterschaft ist seit dem 29. Februar unterbrochen. Hier gibt es die Hoffnung, dass die Meisterschaft weitergeführt werden kann. Mögliches Datum ist der 19. Juni, also in etwa 5 Wochen. Dazu braucht es aber zuerst noch einen weiteren Bundesratsentscheid, der in 2 Wochen gefällt wird. Der Grundsatzentscheid ist gefallen. In 2 Wochen muss beurteilt werden, ob die Situation, die pandemische Situation es zulässt, dass ab dem 19. Juni die Fußballmeisterschaft der oberen beiden Ligen, also der Super League und Challenge League, wieder aufgenommen werden kann. Selbstverständlich dann in Form von Geisterspielen. Und ich sehe, dass Bundesrätin Viola Amherd jetzt inzwischen eingetroffen ist und Platz nimmt. An ihrer Seite sehen Sie Matthias Remund, das ist der Direktor des Bundesamts für Sport, und es wird jetzt hier also um weitere Hilfsgelder gehen, die betroffene Kreise im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise in Aussicht gestellt bekommen. Nehme mich Wunder, was Frau Amherd hier für Zeichen macht. Ich höre es nicht, aber jetzt beginnt die Medienkonferenz. Guten Tag, herzlich willkommen zu dieser zweiten Pressekonferenz zu den Begleitmaßnahmen, um den Schweizer Sport zu stabilisieren. Ich gebe das Wort weiter. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren. Die Corona-Krise hat auch den Schweizer Sport voll erwischt, und zwar gleich doppelt. Direkt einerseits durch die Restriktionen, die der Bund aufoktroyiert hat, und indirekt durch die allgemeine Schwächung der Wirtschaft. Die Haupteinkommensquellen des Sportes sind weggefegt, die Sponsorengelder, die Beiträge aus den Lotterien, die Einträge aus dem Billetverkauf, Ticketverkauf und auch die Übertragungsrechte, um nur einige zu nennen. Die Erfahrungen aus den vorherigen Krisen zeigen es ganz deutlich. Die Wirtschaft des Sportes wird immer etwas versetzt getroffen, und sie braucht auch länger als die übrige Wirtschaft, um sich zu erholen. Am 20. März 2020 hat der Bundesrat bereits Notmaßnahmen zur Verfügung gestellt, nämlich 100 Millionen Franken für den Breitensport und den Leistungssport. Diese Mittel, die ursprünglich für 2 Monate reichen sollten, hatten zum Ziel, die Existenz von Sportorganisationen zu sichern. Aber jetzt ist die Krise länger, und das hat auch Konsequenzen. Es ist eine Bedrohung, die über dem Sport schwebt, und die verantwortlichen Organisationen, die vor allem für alle, die Fundament sowohl des Leistungssports wie auch die vom Ehrenamt geprägten Strukturen des Breitensports in der Schweiz. Um zu erahnen, was das heißt, muss man sich nur die Bedeutung des Sports vor Augen führen.
Direkt und indirekt hängen 100.000 Stellen von der Sportbranche ab. 1,7% des Bruttoinlandprodukts steuert der Sport bei. Das ist aber nur die wirtschaftliche Seite. Welche Bedeutung der Sport für unsere Bevölkerung als Element der Gesundheitsförderung sowie der Freizeit- und Unterhaltungskultur hat, sehen wir tagtäglich und gerade in den letzten Wochen. Der Sport hat schlicht eine zentrale gesundheits- und gesellschaftspolitische Funktion. Der Bundesrat hat aus diesen Gründen heute Eckwerte zur Unterstützung des Sports beschlossen. Ich gehe kurz darauf ein. Zuerst zu den Profiligen im Fußball und im Eishockey. Die Situation ist schwierig für diese Ligen. Der Zusammenbruch der beiden Ligen hätte enorme Auswirkungen auf die Nachwuchsförderung und damit auf die Ausbildung, aber auch auf die Medienindustrie und andere Bereiche der Wertschöpfungskette. Vorgesehen sind für die beiden Ligen im Fußball und im Eishockey Darlehen von insgesamt 350 Millionen Franken. Diese Darlehen müssen später zurückgezahlt werden. Eine erste Tranche von 175 Millionen Franken soll die Ertragsausfälle ab 1. Juni dieses Jahres für die nächsten 6 Monate auffangen. Für den Fall, dass der Spielbetrieb noch länger, das heißt für 12 Monate nur eingeschränkt möglich ist, soll eine zweite Tranche von weiteren 175 Millionen Franken im Bundesbudget 2021 eingestellt werden. Diese beiden Tranchen sind jeweils 100 Millionen für den Fußball und 75 Millionen für Eishockey. Die Darlehen sind natürlich auch an Auflagen gebunden, und zwar folgende. Die Ligen müssen einen solidarisch getragenen Sicherheitsfonds für künftige Risiken bilden. Die Bundesgelder dürfen nicht für die Deckung überhöhter Spielergehälter eingesetzt werden. Die Nachwuchsarbeit muss im gleichen Umfang fortgeführt werden wie vor der Krise. Das zum Profisport. Nun zum Breitensport. Der Breitensport sowie der übrige Leistungssport außerhalb von Fußball und Eishockey, diese sind geprägt von Vereinen mit ideellem Charakter und ehrenamtlicher Arbeit zahlloser Mitglieder und Sportfreundinnen und Freunde. Die für Vereine und Verbände finanziell wichtigen Sportveranstaltungen und weitere Anlässe können dieses Jahr großmehrheitlich nicht durchgeführt werden. Es ist für den Breitensport nicht möglich, diese Ausfälle zu kompensieren. Die Vereine werden im Kern getroffen und damit sind auch die für die Bevölkerung wichtigen Angebote im Breiten- und Leistungssport gefährdet. Vielleicht spüren wir das heute noch nicht, aber morgen und übermorgen werden die Folgen der Krise mit voller Wucht auch auf den Breitensport treffen. Der Bundesrat will das verhindern. Die finanziellen Eckwerte für den Breitensport sehen Folgendes vor. Zusätzliche 50 Millionen Franken bereits für dieses Jahr, 100 Millionen Franken für das Budget 2021. Anders als im professionellen Sport ist hier eine Unterstützung mit Darlehen nicht denkbar, weshalb wir hier von à fonds perdu Beiträgen sprechen. Die müssen selbstverständlich nicht zurückbezahlt werden. Abgewickelt wird die Unterstützung durch den Dachverband des Schweizer Sports, durch Swiss Olympic. Der Breitensport sowie der Leistungssport und die unzähligen kleinen und großen Sportanlässe sind ein Kernstück der schweizerischen Lebensweise und Kultur. Der Bundesrat ist bereit, seinen Teil zu leisten, damit diese traditionellen Strukturen nicht nachhaltig und mit unabsehbaren Folgen geschädigt werden. Ich möchte 2 weitere Aspekte erwähnen. Die Schweiz ist auch das Land des internationalen Sports. Mehr als 60 internationale Sportverbände sind bei uns zu Hause und das seit Jahrzehnten. Nun sind etliche von ihnen ebenfalls von der Krise bedroht. Nicht wenigen droht die Zahlungsunfähigkeit. Der Bundesrat hat das VBS beauftragt, zu prüfen, ob solchen Verbänden zur Überbrückung von Liquidationsengpässen rückzahlbare Darlehen gewährt werden können. Ausgenommen sind die finanzstarken Organisationen,
FIFA, Internationales Olympisches Komitee und UEFA. Das Internationale Olympische Komitee soll sich mit 50%, das ist zugesagt vom Internationalen Olympischen Komitee, sowie Sitzkantone und Bund zusammen ebenfalls mit 50% an dieser Unterstützung beteiligen. Es ist hier von einem geschätzten Finanzbedarf von 150 Millionen auszugehen, wovon der Bund in dieser Aufteilung 1/4 sichern sollte. Und schließlich habe ich den Bundesrat heute davon in Kenntnis gesetzt, dass wir auch im Bereich unserer Sportförderungsprogramme Jugend und Sport kulant sein wollen. Viele Aktivitäten können diesen Frühling und Sommer nicht durchgeführt werden, wodurch den Vereinen wichtige Einnahmen und den Kindern und Jugendlichen die Sportangebote wegfallen. Ich möchte, dass wir Ende Jahr diese Subventionen dennoch ausbezahlen. Das geschieht im Rahmen des bewilligten Kredits und entspricht auch dem Willen der zuständigen parlamentarischen Kommissionen. Damit hätte ich meine Ausführungen geschlossen und stehe für Fragen zur Verfügung. Besten Dank. Merci, Madame la Conseillère fédérale. J'ouvre volontiers la Runde des questions. Danke. Und jetzt die Fragen. Wer stellt die erste Frage? Frau Gio. Zu den professionellen Ligen. Will man da auch dem Berufssport à fond perdu Beiträge leisten? Und wenn ja, warum nicht? Für uns hat der Profisport ja die Möglichkeit, Darlehen zurückzuzahlen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen diesen Vereinen keine à fond perdu Beiträge zur Verfügung stellen. Es sind ja auch Gesellschaften, also zum Teil Aktiengesellschaften, die ja auf Gewinn ausgerichtet sind. Und das kann man nicht vergleichen mit dem Breitensport und den Vereinen. Ich nehme an, Sie haben diese Frage schon erwartet. Es hat ja die Passage, dass die Bundesdarlehen dürfen nicht für die Deckung überdurchschnittlicher Spielersaläre verwendet werden. Was ist denn überdurchschnittlich und schafft das nicht auch wieder seltsame Grenzfälle? Wenn dann eine Mannschaft ungefähr alle gleich verdienen, dann ist einfach die Hälfte der Saläre nicht gedeckt. Bei einer Mannschaft mit einem einzelnen Superstar, der den Durchschnitt nach oben zieht, dann ist ein Salär nicht gedeckt. Ja, das ist eine wichtige Frage. Also für uns war klar, dass wir nicht mit Steuergeldern überrissene Saläre bezahlen und unterstützen können. Das ist die Ausgangslage. Wir haben nach Lösungen gesucht, wie man das machen kann. Wir konnten uns mit den Ligen einigen. Wir haben ein Memorandum of Understanding verfasst, in dem auch diese Frage geregelt ist. Und dort verpflichten sich die Ligen in den nächsten 3 Jahren in den Clubs, die Darlehen beanspruchen, die Lohnsumme, den durchschnittlichen Lohn um 20% oder 20% zu senken. Dass wir hier einen Deckel haben und sogar gegenüber heute eine Reduktion herbringen. Das haben die Ligen unterschrieben. Und das werden wir auch kontrollieren. Und wenn man schaut, welche Löhne in der Schweiz bezahlt werden, Sie sagen es sind weit nicht alle Profifußballer oder Hockeyaner, die überrissene Löhne beziehen. Das darf man, glaube ich, auch sagen. Monsieur Gaffner? Ja, es stellt sich ja da schon noch eine Serie von Fragen angesichts auch der Kreditvergabe an KMUs, wie es das Finanzdepartement ja gemanagt hat. Und jetzt läuft das ähnlich, ist hier auch eine Bank dahinter. Sie haben gesagt, das wird einfach über die Liga dann verteilt. Ja, wie paritätisch, also bekommt einfach jeder Fußballclub mal 10 Millionen, der in der Super League ist. Von was ist das abhängig? Und Sie haben gesagt, später zurück zu bezahlen seien diese Kredite. Ja, wann später? Gibt es da eine Laufzeit? Gibt es einen Zins? Muss man da kreditwürdig sein, dass man das bekommt? Wer misst das? Also wie geht das konkret? Ja, beantworte die Fragen gerne. Also erstens soll mit den Krediten nicht beispielsweise ein entgangener Gewinn abgedeckt werden. Es geht darum, einen Minimalspielbetrieb aufrechterhalten zu können. Das wurde mit Fachexperten anhand von konkreten Zahlen der letzten Jahre
evaluiert und angeschaut. Und da geht man davon aus, dass jetzt 25% des Budgets über Darlehen abgedeckt werden können, also 25%. Dann haben natürlich die Kredite eine Laufzeit, die müssen zurückbezahlt werden innerhalb 5 Jahren. Und es ist für die Jahre bis 23, 21 und 22 keine Zinsen geschuldet, so wie bei den Covid-Krediten für Unternehmen wie Asseco. Ab 23 ist dann ein Zins geschuldet, und zwar der Libor, der dann zumalige Libor-Zinssatz, mindestens 1%. Das haben wir so geregelt und festgelegt. Und die Amortisation soll über diese Jahre linear erfolgen. Merci. Prochaine question. Madame Nowak. Eine Frage zum Breitensport. Sie haben von 50 Millionen gesprochen pro Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Und wenn man jetzt das umrechnet auf die knapp 20.000 Vereine im Land, gibt das etwas über 2.500, 2.600 Franken, sowas pro Verein. Wird das einfach so pro Verein ausbezahlt? Ist das von der Anzahl Mitglieder abhängig? Wie bekommen die das? Ja, also wir wollen nicht so quasi ein Mindesteinkommen für Vereine einführen. Das ist nicht die Idee, dass das einfach so verteilt wird. Also Vereine, die eine Unterstützung nötig haben, weil sie eben durch die Einschränkungen, wie ja durch Corona, durch die Einschränkungen, die der Bund festlegt, beeinträchtigt werden, die müssen das nachweisen, dass sie dadurch einen Schaden erleiden, müssen ein Gesuch stellen und dann wird das entschädigt. Darf ich eine konkrete Nachfrage stellen? Also wenn zum Beispiel jetzt der lokale Handballverein sein Lotto nicht durchführen kann wegen des Versammlungsverbots, dann kann er die Einnahmen von den Lottos von den letzten 5 Jahren vorlegen und kann dann darauf hoffen, dass er die, was weiß ich, vielleicht hat er 1.500, vielleicht hat er sogar 2.000 oder 3.000 Franken eingenommen, dass er das dann bekommt. Also er muss zeigen, dass er durch diese fehlende Einnahme in seiner Existenz bedroht ist. Es ist nicht ein entgangener Gewinn. Also ich kann jetzt zum Beispiel konkret, ich war x-mal OK-Präsidentin für Turnfeste, regional, kantonal. Und ich meine, mit so einem Turnfest nimmt der Turnverein Gelder ein, die für die nächsten 5 Jahre maßgeblich sind, damit man die Turnstunden zu einem angemessenen jährlichen Vereinsbeitrag durchführen kann. Wenn man jetzt so ein Turnfest natürlich nicht durchführen kann, das ist etwas, das man geltend machen kann. Darf ich noch einmal ganz kurz nachfragen? Also der Grand Prix von Bern, der in seiner Existenz bedroht ist, zum Beispiel, das ist ein Breitensportanlass, das wäre dann so ein Kandidat. Der kann ein Gesuch stellen und wenn sich bei der Überprüfung des Gesuches zeigt, dass tatsächlich die Nichtdurchführung des Anlasses dazu führt, dass er in der Existenz, in der Zukunft bedroht ist, dann ja. Monsieur Hessler. Ich habe Fragen unserer Sportredaktion. Einerseits geht es um diesen Sicherheitsfonds, wie dieser Sicherheitsfonds, der da geschaffen werden soll, wie der beschaffen sein soll. Dann geht es um die Laufzeit dieser Darlehen, wie lange laufen die, wann müssen die zurückbezahlt werden, und dann die Kardinalfrage, wie soll sichergestellt werden, dass diese Gelder eben dann nicht doch irgendeinem Star ausbezahlt werden, wie soll sichergestellt werden, kontrolliert werden, dass da nicht irgendwelche Stars finanziert werden. Ja. Also die erste Frage nach den Laufzeiten, die erste Tranche muss in 5 Jahren zurückbezahlt werden, die zweite Tranche in 10 Jahren. Was den Fonds angeht, das ist eigentlich so in unserer Vorstellung, dass das Prinzip, das nach der Finanzkrise bei den Banken quasi angewendet wurde, dass man mehr Eigenkapital haben soll. Also die Idee ist, dass mit diesem Fonds, der geöffnet werden soll, die Ligen dann darlegen können oder nicht darlegen können, dass es in der Realität so ist, dass sie 6 Monate den Betrieb überbrücken können in Zukunft ohne Hilfe. Wie das genau ausgestaltet ist und dann die Frage, wie genau
die Spielersaläre gedeckelt werden können, außer dem Prinzip, das ich schon ausgeführt habe. Da gebe ich gerne dem Direktor Baspo das Wort. Ja, vielen Dank. Frau Bundesrätin, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Also, wir haben die Sicherheiten einerseits für die Darlehen natürlich auch definiert und das eine sind hier, also müssen 30% der Einnahmen aus den Medienübertragungs- und Marketingrechte entsprechend gesichert werden. Dann ist es so, dass diejenigen Clubs, die Darlehen beziehen, keine Lohnerhöhung bzw. die Lohnsumme dieser Clubs nicht höher werden darf. Und innerhalb von 3 Jahren, denn wir können ja das Obligationenrecht auch nicht ändern mit diesen Darlehen, innerhalb von 3 Jahren, und das ist zumutbar, um 20% entsprechend die Löhne gesenkt werden. Ich kann Ihnen versichern, dass die Ligen, also im Eishockey, im Fußball, froh darüber sind, dass wir auch diese Bedingungen in die Vereinbarung aufgenommen haben, denn sie leiden auch entsprechend am Lohnniveau, sage ich mal. Weiter für uns in der Sportförderung sehr wichtig ist die Zusage, dass nicht auf der in der Nachwuchsförderung gespart werden darf, also nicht Profibetrieb aufrechterhalten und dann in der clubeigenen Nachwuchsförderung Einsparungen entsprechend geschehen. Ebenfalls vorbildlich, Dividenden werden keine ausbezahlt und es besteht auch ein entsprechendes Aktivdarlehensverbot. Also wir haben hier schon Sicherheiten eingespiesen, die auf der einen Seite uns eine mögliche Garantie geben, dass die Darlehen eben dann auch zurückbezahlt werden, aber auf der anderen Seite auch der Ligabetrieb ermöglicht wird. Denn unser Ziel ist ja mit diesen Hilfen, dass Fußball gespielt wird, leider ohne Publikum und nicht etwas anderes. Monsieur Hessler, oui. Wenn ich rasch nachfragen darf. Aber die Kontrollen bei den Clubs, bei den Super League-Clubs zum Beispiel, die vielleicht den einen oder anderen Star haben, wie stellen Sie das sicher, dass das sauber kontrolliert werden kann? Der Lamborghini vor der Garage reicht ja wahrscheinlich nicht. Nein, wir machen eine Vereinbarung mit der Liga und die Liga muss dann Darlehensvereinbarungen machen mit den entsprechenden Clubs und da haben wir Bedingungen und die werden dann entsprechend von uns auch angeschaut vor der Vertragsunterzeichnung und dann wird die Ausführung des Vertrages entsprechend kontrolliert und die Fußballliga hat recht hohe Transparenz in ihren Kosten- und Einnahmenstruktur. Es war im Übrigen auch erfreulich festzustellen, dass immerhin haben die Clubs bis heute überlebt und die müssen alle durch ein Lizenzverfahren und sind in dem Sinn stabil, aber leider nicht so, wie die Corona-Krise es verlangen würde. Madame Gall? Also die Daten für die Geisterspiele, bis wann die aufrechterhalten bleiben sollen und auch andere Daten für die Trainings, also Profimannschaften dürfen ja schon wieder trainieren, Meisterschaften sollen auch wieder den Betrieb aufnehmen können. Also diese Daten, die bleiben dieselben, können Sie dies nochmals ausführen? Ja, daran ändert nichts. Die Trainings dürfen ja seit dem 11. Mai wieder stattfinden. Spielbetrieb sollte dann ab dem 8. Juni auch wieder stattfinden können, aber natürlich nicht mit großen Zuschauermassen. Das Versammlungsverbot gilt weiter. Großanlässe bis mehr als 1000 Personen hat ja der Bundesrat beschlossen, schon einmal bis Ende August, dass die nicht möglich sind. Und das trifft natürlich auch solche Spiele. Und entsprechend ist es heute schwierig zu sagen, wie lange das weitergeht. Darum haben wir eben 2 Tranchen vorgesehen. Eine für dieses Jahr und dann die zweite, sollte ein Versammlungsverbot in dieser Größenordnung auch im nächsten Jahr noch notwendig sein, eine zweite Tranche.
hoffe natürlich nicht, als Sportministerin wäre für mich das Schönste, wenn man sofort wieder alle Matches im gewohnten Rahmen mit Publikum durchführen könnte. Das ist natürlich das Ziel. Aber wir müssen natürlich die epidemiologischen Fragen auch anschauen und können nicht sagen, ja gut, für Fußballmatches und Hockeymatches gelten diese Grenzen nicht. Da müssen wir auch Tag für Tag uns wieder orientieren. Das ist sehr dynamisch. Monsieur Gaffner. Nur eine kurze Nachfrage. Mit welchen Ausfallquoten rechnen Sie bei diesen Krediten? Ich frage wieder in Anlehnung an die Kredite zugunsten der KMU, der Privatwirtschaft, wo mal die Rede war von 10%. Haben Sie da auch etwas eingerechnet? Also ich rechne eigentlich mit keinen Ausfällen, weil wir prüfen ja, bevor wir die Kredite geben, ob jemand auch überlebensfähig ist. Und zweitens haben wir Sicherheiten eingebaut, wie sie vom Direktor genannt wurden, also ein Prozentsatz der Fernsehrechte muss in die Schuldentilgung gehen. Dann haben wir eine Deckelung eben dieser Löhne, beziehungsweise eine Reduktion sogar. Und da haben wir ziemlich eine Solidarbürgschaft haben wir. Jeder Club, der einen Teil des Darlehens beansprucht, haftet solidarisch mit allen anderen für die Gesamtsumme. Also wir haben schon einige Sicherheiten eingebaut. Aber, das wissen Sie so gut wie ich, eine 100%ige Garantie hat man nie. Aber wir sind der Meinung, dass wir eigentlich so Ausfälle verhindern können sollen. Es geht uns ja auch darum, diese Strukturen, diese Ligen für die Zukunft aufrechtzuerhalten, dass die weiter Sport betreiben können, weiter Jugendförderung, weiter auch die Wirtschaft unterstützen mit ihren ganzen Hospitality-Fragen und alles, was da läuft, die Sportwirtschaft, die abhängig ist. Das ist unser Ziel. Monsieur Zahler. Wir wissen, auch finanziell in der Nationalliga A oder in der Nationalliga B zu spielen, ist eine andere Sache. Der Eishockey hat jetzt mindestens für ein Jahr gesagt, kein Absteiger, aber ist ein Jahr. Fußball ist noch nicht bekannt. Sollte hier kein Absteiger geben für einige Jahre, damit jetzt die A-Clubs, die ein großes Darlehen bekommen, dann das auch zurückzahlen können. Ja, diese Frage sollten Sie den Ligen der Fußballliga stellen, oder? Also mir wurde von der Fußballliga gesagt, dass sie viel mehr in gewisse Zwänge eingebunden seien, um solche Regelungen, wie sie jetzt der Eishockey hat machen können, was ja auch finanzielle Stabilität bringt, dass das nicht ginge bei Ihnen. Ich kenne die Regulative zu wenig der Liga. Aber ich denke, im gesamten Setting des Fußballs muss man sich schon überlegen, was können wir zusätzlich, was nicht direkt auf Einnahmen oder Ausgaben zusammenhängt, sondern vielleicht nur mittelbar. Was könnte man hier entsprechend noch machen in der Meisterschaft? Vielleicht Anzahl Spiele, mehr Spiele oder was auch immer, um zu sehen oder um entsprechende Darlehen auch zusätzlich absichern zu können. Monsieur Jubin. Ja, Frau Bundesrätin, was können Sie den Sportlerinnen und Sportlern sagen, die vielleicht so durchschnittliche, so zweite Liga, dritte Liga Fußballer zum Beispiel, wann können sie wieder Fußball spielen? Jetzt trainieren sie ohne Körperkontakt. Man sagt, dass die Abstandsregeln noch lange gelten werden. Gibt es eine Aussicht auf ein Spiel? Wann können Sie ein Spiel machen? Vielleicht ohne Zuschauer? Es gibt sowieso nicht so viel in dieser Liga. Ja, nur zu gern würde ich Ihnen ein genaues Datum nennen. Es ist einfach leider nicht möglich. Wir müssen jetzt schauen, wie die Pandemie sich entwickelt. Es gab ja Öffnungen, Erleichterungen am 11. Mai. Schritt 2 folgt am 8. Juni. Und dann können wir reagieren, je nachdem, wie sich die Ansteckungen entwickelt haben, nach oben oder nach unten. Und wir können erst
erst dann entscheiden. Wir müssten genau diese Gesundheitsaspekte berücksichtigen. Aber als Sportministerin wäre ich natürlich überglücklich, verkünden zu können in einem Monat, ja, wir spielen weiter, wie wir das vorher getan haben, wie vor der Krise. Aber leider ist das jetzt nicht möglich. Vielleicht eine Zusatzfrage. Diejenigen, die Sport treiben, das sind ja nicht die vulnerablen Personen. Könnte man sich vorstellen, dass es Auflagen gibt, dass die Leute zum Beispiel einfach beweisen, dass sie nicht angesteckt sind, via einen Test und dann spielen dürfen? Sie könnten dann einfach ganz gewöhnlich spielen. Wäre das eine Möglichkeit? Das wäre in der Tat eine Möglichkeit, die man überdenken kann. Aber zuerst brauchen wir die Ergebnisse der beiden ersten Öffnungsschritte. Dann schauen wir weiter. Nehmen Sie zum Beispiel Deutschland. Da hat man die Bundesliga wieder eröffnet und hat Regeln aufgestellt. Und schon gibt es Mannschaften, die gesamthaft in Quarantäne sitzen. Das ist ja auch nicht wirklich die Lösung, meiner Meinung nach. Aber wir denken natürlich nach, weil wir auch nichts anderes wollen, als möglichst schnell wieder Spiele wie früher. Diese Summen, die Sie festsetzen für die verschiedenen Kategorien, die beruhen auf Schätzungen, nehme ich an, nach der Nachfrage. Können Sie uns vielleicht sagen, ob die Darlehen bis jetzt schon aufgebraucht wurden? Und dann zweite Frage zu den Schätzungen. Warum gibt es keine Schätzungen zu den Darlehen, die Sie für die internationalen Organisationen vorgesehen haben? Können Sie da auch etwas sagen zu diesen Beträgen, die da nötig sein werden? Ja, also für die internationalen Sportorganisationen, da habe ich es ja schon gesagt, eingangs gehen wir davon aus, dass wir 150 Millionen Franken brauchen werden. Das wird dann aufgeteilt zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee, IOCA, und dem Bund und den Kantonen, wo die Organisationen ihren Sitz haben. Für die Kredite haben wir bis jetzt noch nicht den Gesamtbetrag ausgeschöpft. Warum? Weil der Sport eben, wie gesagt, immer versetzt zur übrigen Wirtschaft reagiert. Aber Herr Remund wird Ihnen genaue Zahlen nennen können. Ja, bis heute war die Gesamtsumme bei 20 Millionen. Das wurde also angefragt oder beantragt. 15 Millionen von den Profisport und 5 Millionen vom Breitensport. Und das Geld, also das heißt der Kredit für den Breitensport, der wird dann eben umgewandelt in die neue Hilfe und das gilt aber nicht für den Beitrag zum Profisport. Das bedeutet, die Ligen werden selber die Darlehen aufteilen, sodass wir dann auch eine gewisse Gleichbehandlung erreichen. Aber es gibt auch Anträge von Organisatoren für professionelle Events, die eben im Profisport und der Profisport laufen. Es ist ein etwas komplexes System, aber so ist das nun mal. Eine Frage zu IES. Man kann lesen, dass die Subventionen ausgezahlt werden. Aber wann kann Jugend und Sport wieder trainieren? Nun, das hängt jeweils vom Sport ab. Es sind die gleichen Maßnahmen, die überall angewandt werden. Also Distanzregeln und Hygieneregeln. Die müssen zwingend eingehalten werden. Sobald wir hier lockern können, wird es sicherlich auch für Jugend und Sport gut sein. Aber bis jetzt muss es noch eingehalten werden. Ich habe eine Frage außerhalb des Sports und hoffe, Sie können mir diese trotzdem beantworten. Es gibt einen offenen Brief der Bischofskonferenz, die fordert, dass die Gotteshäuser eben schon vor dem 8. Juni geöffnet werden können. Ähnliche Forderungen gibt es von den Muslimen und auch von den Juden. Sind die geforderten frühen Öffnungszeiten im Bundesrat ein Thema? Also diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Die betreffen auch nicht mein Departement.
Aber in der Regel diskutieren wir im Bundesrat alle Anfragen, die kommen. Monsieur Gaffner. Ich habe auch noch eine Frage, die Ihr Departement betrifft, im Anschluss an die vorhergehende Medienkonferenz wegen den Grenzöffnungen. Wenn es tatsächlich so kommt, wie angekündigt, dass am 15. Juni die Grenzen zu Frankreich, Deutschland und Österreich wieder normal innerhalb des Schengen-Regimes geführt werden können, wird dann die Armee abgezogen, also können Ihre Leute ihre Fahnen einrollen nach getaner Arbeit und werden die im Juni jetzt dann nicht mehr benötigt, spätestens aber ab 15. Juni. Also wir gehen davon aus, der Einsatz der Armee wurde ja bis am 30. Juni schon terminiert mit dem Bundesratsbeschluss, mit dem ursprünglichen. Wir bauen jetzt überall, wo wir können, ab. Die Leute werden entlassen. Im Sanitätsbereich wurden schon sehr viele entlassen. Auch im Bereich Sicherheit läuft jetzt dieses, sage mal, Rückzugsszenario, wenn man dem so sagen kann. Aber wir können natürlich nicht entscheiden, wie viele es bei der Überwachung oder Bewachung des Grenzregimes noch braucht. Das ist Sache des Grenzwachkorps. Die müssen sagen, ob sie noch Unterstützung der Armee benötigen oder nicht. Wir gehen davon aus, dass wir auch dort jetzt dann Leute zurückziehen können, aber eben das geschieht im engen Austausch mit dem Grenzwachkorps. Die haben die Einsatzverantwortung und die Armee unterstützt hier nur subsidiär. Also wenn wir gebraucht werden, sind wir da. Wenn wir nicht gebraucht werden, ist das natürlich für uns auch gut, dass wir die Leute entlassen können, dass die wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können, ihr Studium weiterführen, was auch immer, und dass wir nicht zu viele Diensttage verbrauchen. Herr Hässler. Ich habe noch eine Nachfrage unserer Sportredaktion. Und zwar, wie es um Fußballclubs steht, die schon jetzt eine tiefe Lohnstruktur haben, zum Beispiel der FC Thun hier in der Region, wie die diese 20% Lohnsenkung durchziehen sollen. Ja, dann müssen wir dann mit dem FC Thun sprechen, nicht? Also es ist einfach so, dass wir haben ja die öffentliche Meinung, dass Fußballer deutlich zu viel verdienen. Die wurde teilweise entkräftet durch eine Lohnangabe der Liga. Und es gibt auch große Unterschiede. Sie sprechen einen Club an, ich kenne die Löhne nicht, aber der sicher nicht bei den Top-Lohnadressen ist. Und das muss man dann anschauen. Aber ich denke schon, dass irgendwo muss ja eingespart werden. Und der Lohnanteil der Fußballclubs ist natürlich ein hoher Bestandteil der Ausgaben der Clubs. Und hier muss leider oder muss entsprechend Hand angelegt werden, um über die Runden zu kommen und um wieder Fußball spielen zu können. Im Eishockey, oder, gibt es in anderen Ligen die Frage des Revenue Sharings, also wo ein Cap, also ein Maximalbestandteil der Löhne definiert wird, und wenn ein Club darüber geht, dann die Differenz oder das Doppelte der Differenz an andere Clubs gegeben wird, um eine gewisse Kompetition auch aufrechtzuerhalten. In der NHL ist das beispielsweise der Fall, oder? Und vielleicht überlegt man sich in der Liga auch solche Geschichten. Also ja, Corona zwingt oder bringt uns zu neuen Ideen, und die sind auch von unserer Seite aus sicher nicht verboten. Also der Ball liegt buchstäblich bei der Liga. Genau. Das könnte fast der Schluss sein für diese Medienkonferenz, aber wenn es noch Fragen gibt, nehmen wir gerne noch Fragen. Avez-vous encore des questions? Nein, das war ein schöner Schluss. Also dann schließen wir diese Medienkonferenz hier ab. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag noch. Und das war die Medienkonferenz von Bundesrätin Viola Amherd, die sich hier vor allem als Sportministerin geäußert hat. Es ging um
Zahlungen, um Gelder, die zur Verfügung gestellt werden sollen für den Sport, für den Breitensport einerseits. Und da hat man früher schon mal 50 Millionen gesprochen, jetzt heute noch einmal zusätzlich 150 Millionen Franken für Sportvereine und Organisationen in finanzieller Not im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Und auf der anderen Seite geht es um Geld für die Profiligen im Eishockey und im Fußball. Hier sind 175 Millionen Franken in Aussicht gestellt worden für die laufende Saison oder für das laufende Jahr, um zum Beispiel im Fußball gewährleisten zu können, dass man die laufende Meisterschaft, den Spielbetrieb gewährleisten kann. Später, falls die Einschränkungen länger andauern, da könnten noch einmal 175 Millionen Franken gesprochen werden, je 100 Millionen für die Fußballliga und 75 Millionen für die Eishockeyliga. Die Entscheide, wann beispielsweise im Fußball weitergespielt werden kann, die sind noch nicht definitiv. Da gibt es ein Datum, das der Bundesrat früher festgelegt hat. Ab dem 8. Juni sollen Profispiele wieder möglich sein. Aber das ist nur ein vorbehältlicher Entschluss, falls die Fallzahlen sich weiter positiv entwickeln. Definitiv entschieden wird das am 27. Mai. Allerdings hat die Schweizer Fußballliga auch noch nicht entschieden, ob sie dann wirklich spielen wird. Es werden auf jeden Fall Geisterspiele sein. Wenn gespielt wird, dann wird das frühestens ab dem 19. Juni sein. Die Eishockeyliga, die wurde ja in dieser Saison abgebrochen, ohne Meister. Und hier haben die zuständigen Stellen kürzlich mitgeteilt, dass im September ganz regulär, also die Meisterschaft dann wieder starten soll. Ob mit oder ohne Publikum, das weiß man jetzt noch nicht. Sicher ist ja, dass bis im August Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern nicht durchgeführt werden können oder eben nur ohne Publikum. Das waren diese Informationen aus Bern. Weitere Hintergründe sehen Sie in unseren News-Sendungen in der Tagesschau und in 10 vor 10. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bleiben Sie gesund.